Mir wollte just als ADR Kommentar machen. Wir stimmen die Gesetze mat selbstverständlich, weil sie den konzernierten Länder auch Avantage bringen, an das sicher, dass mir das dann noch unterstützen. Mit das aber vielleicht auch, wenn wir so akkoren, unterschreiben oder ratifizieren, wie man Tautai machen, aber interessant, über den Kontinu vielleicht ein oder andere Gedanken zu verlieren. Weil mir ein großes Debatte hier am Blick über den TTIP und über andere Akkoren mit Kanada und so weiter und so fort. Und dann ist es interessant, wie zu gucken, wie wir als Europäische Union als Partner behandeln, wenn wir hier ein Handelsaufkommen machen oder auch ein Akkord de Libre-Échange, das ist heute noch nicht der Fall. Aber wie gehen wir mit unseren Partnern um? Wenn dann die Texte hier liest, da seht ihr aber, dass ich nicht ganz viel muss übertreiben, wie zu sagen, dass da eine gewisse kolonialistische Attitüde, aber da dahinter steht. Von da sind seitenweise von Artikeln drauf, wo mir gesellschaftspolitische Überzeugungen, die uns hier in Europa am Blick wichtig sind, oder wenn sie einem großen Teil von der Politik wichtig sind, die wir aber dann an die Treten überholen, an Kulturen überdrohen, die vielleicht ganz andere Auffassungen haben. Das ist auch einst irritant, für verschiedene Sachen zu lesen. Es irritiert, wenn ihr liest an einem Treaty mit den Philippinen, dass die müssen Biokarburant promovieren, zum Beispiel etwas, was ethisch mehr wie diskutabel ist. Es kann irritieren, wenn in Irak, einem Land, was überleben, an einem Überlebenskampf als am Blick, das kämpft gegen den islamischen Staat an einer Erscheinungen, die den Staat als einer Grundsubstanz überhaupt vorstellen. Wenn dann die Artikel liest, über zum Beispiel Massevernichtungswaffe, wo wir wissen, dass den Krieg von den Zweiten Irakkrieg gefeiert ging, also nach dem falschen Vierwand von den Massevernichtungswaffen, dass die damals nicht da waren und dass das Land hat natürlich auch die Kapazität nicht hat. Ich will das nicht auch vorstellen, wie die Manier, wie das dann an dem Treaty festgehalten ist, das ist einfach eine Schablone, die appliziert wird an alle Treaty, und kann sich aber freuen, ob das die richtige Approche ist, hier mit Ländern umzugehen, weil überhaupt nicht, ob hier spezifische Situationen von dem Blick ergangen gëtt. An dann kann ich verstehen, dass die Sachen dran kommen. Das ist einfach das, was am Europaparlament gefragt wird von den Fraktionen, wie das dort zu ratifizieren. Et immerem, dat die Überlegung, die ich habe, Männer schüßt, wie mal an den Raum zu stellen, wie wir mit den anderen umgehen, an einem Kontext, wo wir die Negoziationen von TTIP und so weiter aber hannerfroen. Dann auch den Akkord am Irak, das bei weitem den dicksten Akkord, weil natürlich Sturm mit der Bodenschätze, also mit der Mongolei auch mehr am Irak als natürlich mamulisch, natürlich am Blick am meisten zu holen. Da redet relativ viel in Dispositionen über Arbitrage. Bon, da kann ich natürlich so, dass das so wie den Akkord formuliert, dass es dann Arbitrage zwischen Staaten, ob schon ich auch nicht ganz sicher sind, dass es sich nimmen, ob Staaten appliziert bei der Redaktion von Artikel 57 und 62 besonders, kann ich sich die Frage stellen. Mir auch da muss ich dann allgemein frohen an einem nächsten Stadium, wann den Akkord de Libre-Échange da könnt, wie es dann am Investitionsschutz an Länder wie am Irak oder an der Mongolei, wo Großbodenschätze zu hören sind. Ich bin gerne d'accord, wie zu sagen, dass Mongolei oder dass wir mit Mongolei in dritten Oper sind. In dritten Oper soll sich auch beholen. An den dritten Oper muss auch die verschiedenen Interessen von den Ländern respektieren, mit denen wir Handelsbeziehungen haben. Man Vietnam, wenn in den Akkord liest, also noch mehr surrealistisch, dass wir nach immer Entwicklungshilfe pflichten am Vietnam. Wir depassieren hier am Stadium von den Europa-Vietnam-Beziehungen schon lang. Das Stadium von der Entwicklungshilfe, die mir aber noch immer durchliest. Natürlich geht es durch auf das Szenario, das wir seit Jahren dann diskutieren, mit dem wir dann durchgezogen haben. Und ich meine, wir sind auch in von den letzten Ländern, wo nicht überhaupt das lässt, weil die überhaupt noch Entwicklungshilfe am Vietnam liest. Und es gibt echt Zeit, dass wir es dort zurückziehen, weil wir beim ganz anderen Niveau, wo Beziehungen schon angekommen sind. Also alles, die Akkorde, wie gesagt, mit drohen als ADR gehen matt. Die Approche muss man aber am Ende behalten, wie wir mit anderen Ländern umgehen. Aber wir müssen auch, wenn wir die Akkorde hier umsetzen, wie wir Tautai machen, an Lützeburger Recht überfeiern. Da soll man uns aber auch fragen, können wir als Land dann erstellen, ob die neuen Möglichkeiten, die aus der Akkorde gehen.
Den normale Reflex wäre ja auch, dass man da nicht nun gemerkt sind, aber nach lange nicht sicher, dass gemerkt, dass man als mit Eisenakteurökonomik, mit der Chambre de Commerce, mit anderen zusammensetzen und dann noch diskutieren wegen Opportunitäten, die Akkoren als gehen, ob man administrativ abgestaltet sind, für die Akkoren auch zum Benefis von unseren diversen Wirtschaftssektoren umzusetzen. Ich meine, das wird die Approche, wenn wir Datei machen, als ein Exerzice, den da wert, als wir zu gucken, dass wir auch für unsere Ökonomie natürlich rentabel machen, aber den Appell, den wir heute machen, ist, dass wir eben Respekt gegenüber den Ländern lehren, den Hai an diesen Akkoren nicht immer an den Tisch springt. Vielmals merci.